auslegen. Wir gehen weiter mit dem zweiten Redner der Opposition, Alexander Linz. Und was hilft mir da? Matthias, herzlichen Glückwunsch.
wieso kann ich ein billigeres Auto leisten als ich, wieso kann ich einen Urlaub fahren, was ich mir nicht leisten kann, und das ist ja nicht blöd. So, das ist ja natürlich und jetzt noch auf den anderen Effekt, den ich überhaupt gar nicht gesagt habe, weil ihr immer so gesagt habt, ja, das sind die Firmen, das ist ja alles überhaupt kein Problem, dass das die Firmen irgendwelche Probleme sind. So, dann kommen wir nämlich noch mal zum Hackern. Und zwar, ihr sagt, ja, das ist ja nur ein Unternehmen, die listen, ne? Also das ist ja gar nicht der schon einsehbar, aber wir wissen alle, der Wikileaks, also Geheimnis gar nichts, und wenn ich will, dass eine Information rauskommt, dann kann ich die auch bekommen. Und wir haben jetzt nämlich ein ganz großes Problem. Ich kann gezielt Know-how aus Unternehmen auskaufen, die meine Konkurrenten sind. Wir haben ja also das jetzt in Bayern. Wenn ich einfach weiß, da ist ein kleines Startup, und das hat eben den einen Mitarbeiter, der diesen einen tollen Algorithmus entworfen hat, deswegen der Cap einfach mal 100-mal besser ist als meine eigene, dann kann ich ihm einfach das Dreifache bieten und ihn da rauskaufen. Das heißt, wenn ich bedienen kann, ich die einen unheimlichen Markt haben, wenn sie das Geld haben, um den Wettbewerb zu verzehren, was derzeit nicht der Fall ist, weil ich einfach nicht weiß, was der andere verdient. Das heißt, es ist viel schwieriger, diese Gehaltsverhandlung einzugehen, weil die beiden sich einfach miteinander anpassen müssen. Und das ist eben wichtig, weil dadurch dauern Gehaltsverhandlungen eben ziemlich lange. Das kann man nicht gerade beim Fußball sehen. Ja, wir wissen natürlich alle ungefähr, gut, darüber Lewandowski, das sollte wohl ungefähr verdienen, ja? Aber trotzdem weiß ich nicht genau. Das heißt also, man muss sich erstmal mit den Partnern hinsetzen und lange geredet. Und das funktioniert aber ja bei Hackern genau. Das ist ja nicht nur irgendwas, was im Fall ist. Das ist ja auch in der realen Wirtschaft so. Also man glaubt es vielleicht gar nicht. Aber inzwischen ist es eben so, dass die meisten Stellen in großen Unternehmen werden per Headhunting besetzt. Darum ist es unheimlich wichtig, dass hier wenigstens die Marktmacht besteht, auch für das Unternehmen, sich davor zu schützen, dass nur weil man jetzt gerade den Mitarbeitern nicht so viel zahlen kann, weil vielleicht gerade in eine Schwächenphase ist, die Wirtschaft ist gerade ein bisschen lahm, dass deswegen dann einfach das Unternehmen, was zufälligerweise sehr viel Cash auf der Bank hat, diese Leute rauskaufen. So, was haben wir jetzt also noch einmal gezeigt? Ich habe es erstmal gezeigt, dass das Problem, was die Regierung erkannt hat, was wahrscheinlich sehr, sehr wichtig ist und auch sehr wichtig ist, dass wir reden, dass das aber überhaupt nichts mit dem damit zu tun hat, worum es dann in dem Antrag geht. Das habe ich klar gemacht. Wir haben außerdem in Oktober schon vorher klar gemacht, dass es schlecht ist für die Leute, die in dem Unternehmen arbeiten, denn es gehört mehr zu dem Lohn als einfach nur das, was auf dem Lohnzettel steht. Es gehört nämlich eben auf Betriebsklima dazu, dass ich mich wohlfühle, dass ich gerne meine Leistung bringe. Und ich habe Ihnen auch noch gezeigt, dass wir damit den wirtschaftlichen Gleichgewicht verzehren, indem ein Unternehmen sehr viel Geld gezielt Konkurrenz schadet. Und aus diesem Grund glaube ich, dass